Bin da. Wer noch? Gibt es denn niemand, der uns vor ihm rettet? Sieh mal, da ist der unschlagbare Captain Action. Ja, super. Den üblen Schuft werde ich mal sofort mit meinem sturmerprobten einmaligen Volltreffer Laserfeuerspucker aufs Korn nehmen. Oh, Wahnsinn. Toll. Ich will das auch, Mama. Gibt's denn das super Ding überall zu kaufen? Aber selbstverständlich, überall. Captain Action, gibt es die mit dem überlebenswichtigen Actionzubehör? Wird einzeln verkauft. Ich will das, ich Wie will lange das. dauert denn diese Werbung noch? Ist gar keine Werbung, ist im Kinderprogramm. Die Schuppen zu polieren. Jetzt reicht's. Will aber weiter gucken. Nein, der Fernseher bleibt aus. Ich will nicht, dass du dich dauernd mit dieser Werbung vollstopfst. Hier hast du einen Keks. Oh, toll. Captain Action Knabberei. Robby, was ist passiert? Nichts ist passiert, alles bestens. Ist das wieder die Sumpfbande gewesen? Nein, das habe ich mir beim Training eingefangen. Hör mal, wenn da draußen irgendwelche wild gewordenen, halbstarken Dino-Lümmel die Straßen unsicher machen, möchte ich das wissen. Mann, du hast ja den Tisch poliert. Ich kann mich richtig drin spiegeln. Hallo Mama, bin wieder zu Hause. Du, Robby, ich habe dieses Buch hier auf der Straße gefunden. Ich glaube, das ist deins. Steht überhaupt kein Name drin, aber das ist doch wohl dein Blut, stimmt's? Hab ich doch gewusst. Hab einen sauriermäßigen Hunger. Was gibt's zu essen? Sag mal, weißt du, was mit deinem Bruder passiert ist? Klar weiß ich das. So ein paar Spinner haben mit ihm die Straße gefegt. Etwas genauer, was ist passiert mit ihm? Zuerst haben die ihn mal kurz angerempelt. Danach haben sie ihn an den Füßen hochgehoben und Kopf über den Sumpf getunkt. Und dann haben sie mit ihm wie mit einem Mob die Straße aufgewischt. Ich muss sagen, die Straße sah aus wie frisch geboren. Reizend, danke. Lalalala. Hallo, mein Kleines. Hallo, Papa. Lalala. Also, welche Familienprobleme müssen heute von mir gelöst werden? Robby hatte schon wieder Ärger mit dieser Sumpfbande. Dagegen kann man leider nichts machen. Aber sieh ihn dir doch an. Hatte er etwa Nasenbluten? Ja. Dann wisch jetzt das Blut vom Tisch und stell das Essen drauf. Na schön, wenn du nichts dagegen unternehmen willst, dann werde ich es tun. Robby? Du nennst mir jetzt sofort die Namen von diesen Typen. Ich rufe bei jedem von denen an und spreche mit seiner Mutter. Sag mal, glaubst du etwa, dass ich auch nur einen von denen verpetze? Aua. Fren, wenn du jetzt wirklich da überall anrufst, was hat der Junge dann davon? Er wird lernen, dass sich Konflikte auch friedlich und vernünftig regeln lassen, ohne die Fäuste zu benutzen. Ist es wahr? Dann lass ihn doch gleich mit Kleidchen und mit Schleifchen an den Stacheln rumlaufen. Ach. Kapier doch, Fren. Der Junge muss lernen, sich zu verteidigen. Und wenn man ihm den Kopf abbeißt? Dann hätten wir ihm doch besser ein Kleidchen anziehen sollen. Hallo, hallo, was läuft denn hier? Wollen Sie einen Rechtsanwalt oder brauchen Sie Boxhandschuhe? Hat mich echt umgehauen, als ich davon gehört habe, dass mein kleiner Freund einen üblen Unfall hatte. Also bin ich schnell mal vorbeigeritten, um mein Beileid auszusprechen und außerdem, um bei ihm kräftig in den Topf zu gucken. Das ist wirklich nett von dir, Spike. Willst du vielleicht zum Essen bleiben? Naja, wenn bis dahin noch was da ist. Aber nicht doch, es wird noch was da sein, weil du jetzt nämlich den Flugsaurier machst. Saurierstarke Hausfrauenkost, nicht so ätzend wie der Schnellfraß bei McDinos. Dann solltest du nicht so viel davon futtern, damit du dich gar nicht erst dran gewöhnst. Wiedersehen. Weißt ja, wo die Tür ist. Verstanden. Na los, Spike, gehen wir. Hab sowieso was mit dir zu bereden. Komm aber allein zurück. Aber willst du überhaupt nichts essen? Kann ich erst, wenn mir neue Beißer gewachsen sind. Oh Mann, mir geht das ganz gewaltig auf die Schuppen, dauernd verprügelt zu werden. Bist du vielleicht schon mal auf die Idee gekommen, zurückzuschlagen? Die waren immerhin zu 8. Wie soll ich denn gegen die alle ankommen? Ich brauche eine eigene Bande. Na, dann würde ich eben einfach eine gründen. Am besten nennst du die Mamas kleine Rockzipfelmonster. Ich möchte in deiner Bande sein. Ich möchte auch ein Aasgeier werden. Hey, mein Kleiner, das kannst du sofort vergessen. Aber warum denn? Wir haben da so unsere Regeln. Und welche? Weißt du, das Wichtigste ist überhaupt, dass du wirklich voll fies und super gemein zu allen sein musst. Ich kann voll fies und gemein sein. Aber leider kommst du so überhaupt nicht rüber. Na gut, vielleicht hast du recht. Aber ich könnte irgendwie im Hintergrund bleiben und für euch den Papierkram erledigen. Nettes Angebot, aber das, was wir am wenigsten brauchen, ist einer, der den Papierkram erledigt. Nun warte doch mal Augenblick. Du musst mich einfach zu den Aasgeiern bringen. Du bist mein Freund. Nein, das bin ich nicht. Doch, genau bist du. Na gut, hast mich überredet. Also dann von Freund zu Freund. Was springt für mich dabei raus?
Naja, das Gefühl, dass du einem Freund aus der Klemme geholfen hast. Guter Spruch, mein Freund, aber irgendwie hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Naja, ich bin aber völlig blank. Freundschaftspreis, wie wär's, wenn du mich bei euch zum Essen einlädst? Ist gebongt, wann denn? Na, sagen wir jeden Abend so gegen 6. Die Sumpfbude, wir sind da. Oh Mann, was für eine Müllkippe. Diese sogenannte Müllkippe ist der abgefahrenste Schuppen weit und breit und die Jungs da drin sind sowas wie eine Familie für mich. Ja, aber da poliert gerade jemand einem anderen die Schuppen. Der Chef unserer Bande ist ein Typ namens Arnold, hat eine absolute Klatsche, ist ein Oberheimtücker, aber trotzdem auf seine Weise doch irgendwie mächtig nett. Wie heißt das Geheimwort der Woche? Ding Dong. Die Antwort war richtig. Na, dann kommt doch rein. Also, nette Freundin hast du da. Laber nicht so ein Müll. Das hier ist ein guter Freund von mir, der voll wild drauf ist, Arnold kennenzulernen. Ihr müsst vorsichtig sein, Bruder. Der ist heute nicht gut drauf. Er hat eben jemandem die Schuppen poliert, der nicht seiner Meinung war. Hey, steh nicht auf ihn, wenn er diese miese Laune hat. Also los, rein mit dir, Robby. Abgefahrener Frack, den du da trägst. Noch ein extra kühles Lavasteiner. Das ist seine Arbeit. Hallo, wilder Lu, noch alles in Ordnung? Alles bestens, Spike. Und bei dir? Kann nicht besser sein. Wer ist vergleichbar dem Unvergleichbaren, unserem mächtigen Obermotz, dem Super-Dino-Boss, der jedem die Schuppen poliert, der ihm widerspricht? Hallo, Oberaasgeier, ich bin's, Bruder Spike. Euer Gemeinheit, das ist unser Aasgeier, Bruder Spike, Fachmann für scharfe Dino-Speisen, Experte für Geldbeschaffung, Kenner der wilden Züge. Halt einen ungewaschenen Schnabel, das weiß ich selbst. Schnabel halten, der große Super-Arnold weiß das. Weiß das selbst. Also, Spike, was willst du? Los, spuck's aus. Ich möchte dir nur diesen Typen hier vorstellen. Er will nämlich gerne einsteigen bei uns. Robby, das ist Arnold und Arnold, das ist, Robby. Das wär's. Damit ist meine Arbeit erledigt. Wir sehen uns dann heute Abend beim Essen. Aber ich, Oh, du willst also Mitglied der Aasgeier werden, hm? Ja, das will ich. Lässt sich vielleicht machen. Wirklich? Klar. Wir brauchen nämlich immer wieder Leute, die für uns den Sandsack spielen. Oh, also irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ja, wir müssen immer im Training bleiben. Wir brauchen Sandsäcke. Wenn man nicht dauernd trainiert, ist irgendwann mal der Dampf raus. Hey, alle mal die Antennen ausfahren. Antennen ausfahren? Hier ist unser neuer Sandsack. Das ist Bruder Robby. Und merkt euch gefälligst eins. Wenn ihm einer den Arm bricht, dann muss er ihn gefälligst auch wieder eingipsen. Hey, Glückwunsch, mein Kleiner. Besser hättest du das ja gar nicht hinkriegen können. Du bist dabei. Oh, wenn mir hier einer den Kopf abbeißt, kriegst du von meinen Eltern nichts zu futtern. Hä? Stimmt, dann werden die vielleicht sauer. Als frisch gebackenes Mitglied unserer Bande wird Aasgeier Bruder Robby jetzt erstmal eine kräftige Lokalrunde Lavasteiner schmeißen, Leute. Mit deiner Runde Lavasteiner ist dein Kurs hier bei den Jungs gewaltig geklettert. Aber ich trinke überhaupt kein Bier. Macht nichts. Ab jetzt trinkst du's, Bruder. Du bist Aasgeiermäßig in Ordnung, Sinclair. Besten Dank. Komm, darauf müssen wir gleich noch mal eins kippen. Aber sicher doch. Ich glaube, die Dinger sind undicht, ist nichts mehr drin. Wenn wir nichts mehr zu trinken haben, werde ich dir wohl deine Birne abbeißen müssen. Mann, dein Humor haut mich um. Irrtum. Ich habe keinen Humor. Ich gebe dir 3 Sekunden, um dich zu verkriechen wie ein verschrecktes Nahrungstierchen. 1, ich bisher mach die Minuten nicht. 2, 3. Egal wo du bist, die Zeit ist um. Her mit deinem Wirsingkopf. Halt, hier wird nicht die Kurve gekratzt. Komm, hab dich nicht so, an deiner Matschbirne ist sowieso nicht viel dran. War das eine Party, aus der kannst du 2 machen? Hey, sag mal, wo steckt Arnold? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Und wo ist der neue Bruder? Der Kleine? Keine Bange. Robby hat so viel geschluckt, der kann gar nicht weit sein hier nah. Genau. Wen haben wir denn da? Los, her mit ihm.
Kennen wir den nicht? Ich trinke nie wieder, hab einen Presslufthammer im Schädel und meine Zunge schmeckt wie ein aufgewärmter Turnschuh. Arnolds Handschuhe. Ja, und hier ist Arnolds Jacke. Eine große Leuchte zu sein, um zu schnallen, was da gelaufen ist. Wow, Sinclair hat es wirklich gebracht. Er hat Arnold aus der Jacke gehauen. Die halbe Portion hat ihm die Murmel abgekippt. Nein, Kleiner, ich wusste gar nicht, dass du so viel Dampf in den Beißern hast. Nein, Leute, ich habe... Ihr checkt das wirklich falsch. Aber er war hinter mir her und ich weg. Ich muss sofort nach Hause. Was glaubst du, wo du hin willst, mein Junge? Natürlich nach Hause, fahr ich doch. Du musst erst mal eine Rechnung glatt machen. Du kommst nicht weg. Siehst du irgendwie, Gerd Grünhaus ist dir etwa übel? Genau. Ist der Arnold vielleicht so auf den Magen geschlagen? Da muss irgendwie eine Panne passiert sein oder sowas. Glaubt mir. Macht das Ganze nicht noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Du hast unseren Chef abserviert und nun wirst du gefälligst die üble Schleimsuppe auslöffeln, die du dir eingebrockt hast. Hört auf mit dem Quatsch. Lasst mich los. Lasst mich sofort los. Hört auf damit. Oh. Super. Steht dir echt gut. Alter, siehst echt stark aus. Blick mal. Sag bloß, ich bin Mitglied der Aasgeier-Bande. Nicht bloß Mitglied. Du bist viel mehr als ein Mitglied. Du bist ab jetzt der Anführer der Bande. Das ist doch nicht dein Ernst. Earl, ich verstehe das einfach nicht. Dein Sohn kommt die ganze Nacht nicht nach Hause und du hast nichts Besseres zu tun, als hier rumzusitzen und seelenruhig zu frühstücken. Mach ich doch gar nicht. Robbie braucht den Rat eines erfahrenen, erwachsenen Dinos. Hey, wer hat die Überraschung aus meinen Frühstücksbubo-Beeren geklaut? War ich. Gib die sofort wieder her, das ist meine Überraschung. Aber Papa hat die zuerst gesehen. Lass sofort los, das gehört Papa. Das ist meins. Wieso soll er denn das haben? Er kriegt immer alles, was er will. Kaffee. Gib Schwarz. Gib her. Ja. Gib her. Hast du deinem Sohn überhaupt nichts zu sagen? Deine Jacke ist ja Dino-stark. Die Jacke ist von den Aasgeiern. Ja, und weiter? Und weiter, na wenn die dich damit erwischen, schnippeln sie dir die Stacheln ab und benutzen die als Schnürsenkel. Könnte dir so passen, du blöde Dampfplaudertasche. Ich bin Spinner. nämlich der brandneue Anführer der Aasgeier-Bande. Robbie, aber diese Aasgeier-Bande ist doch ein Haufen von ganz üblen Sumpfdinos. Die haben dich zu ihrem Anführer gemacht. Bin richtig stolz auf dich. Ich meinte natürlich, ich bin gar nicht stolz auf dich. Robbie? Mama, ich bin jetzt ihr neuer Anführer. Ich schaff's vielleicht, die Jungs zu ändern. Ich könnte bestimmt dafür sorgen, dass sie keinen mehr verprügeln. Ich brauche ihnen nur beizubringen, dass das alles Müll war, was sie bis jetzt gemacht haben. Leute, euer neuer Chef ist wieder eingetrudelt. Wenn es euch nichts ausmacht, dürft ihr euch mal wieder entknoten und allmählich die Klappe halten. Los, Maul halten! Ich bin hier am Drückerbrüder und wenn ich sage Maul halten, dann macht ihr das auch. Oder ich nehme euch allen die Knochen auseinander und verrate keinem Arzt, wie man die wieder zusammenschraubt. Genau. Es gibt doch gar keinen Grund zur Veranlassung. Wieso bist du so sauer? Stimmt. Genau. Tut mir mächtig Du brauchst leid. gar nicht so zu brüllen, wir haben's nicht an den Ohren. Ja. Hab gesagt, tut mir leid. Ach, tut dir leid. Und was jetzt? Also, Chef, wieso pflanzt du dein Heck nicht einfach auf deinen Thron und wir plaudern ganz freundlich daran darüber, geht's was wir zum heute Thron. so auf unser Tagesprogramm setzen. Alles hört jetzt mal auf unseren neuen Chef Robbie. Das Sensibelchen, den unsicheren Bruder, den schwachen Ersatz für Arnold, den wir so Also dann, wollen wir mal. schmerzlich vermissen. Also, was stellen wir heute auf die Beine? Halt, Moment mal, wir brauchen einen genauen Plan. Ja. Und hier ist er auch Ja, schon. hier bin Ja. 9 Uhr, jemandem eine reindonnern. Ja, genau. 10 Uhr, die gleiche Tour. Ja, 11 Uhr, wieder jemanden zum Reindonnern suchen. Da kommt Freude auf. Mittagessen. Nicht schlecht. Als nächstes suchen wir die Typen vom Vormittag und verprügeln die nochmal. Euch fällt nichts Besseres ein, als jemanden zu verprügeln? Ja, wir tun das, was wir am besten drauf haben. Will ja überhaupt nichts dagegen sagen, denn ihr habt was gefunden, das euch den ganzen Tag beschäftigt und das ihr wirklich klasse drauf habt. Danke, Bruder. Nur irgendwann wird das öde, deswegen sollten wir umsteigen. Das heißt, wir machen fast genauso weiter, aber trotzdem läuft's total andersrum. Kannst du mir das mal erklären? Ich habe mich gefragt, warum verbrüdern wir uns nicht mit den anderen Banden, statt uns immer wieder gegenseitig die Schuppen zu polieren. Ich weiß aber nicht, gar nicht. was Meinst du? laufen. Wir sollen uns mit denen zusammenschmeißen? Das meine ich, wir schmeißen die Banden zusammen. Klar, wir knöpfen uns gemeinsam die Bürger vor. Hey, Das ist aber nicht gemeint, hört mir doch mal zu. Schluss damit, es wird niemand mehr verprügelt. Das mit dem Reindonnern läuft ab jetzt nicht mehr. Was?
Läuft nicht mehr? Aha, jetzt geht mir eine Laterne auf, aber klar. Statt denen wie bisher ganz offen eins zu verpassen, nehmen wir uns die Typen jetzt auf die heimliche sanfte Tour vor. So mit Heimtücke oder so. Genau. Mit Erpressung vielleicht. Klar. Taschendiebstahl. Ein kleiner Straßenraub. Und dann werden wir auf die ganz sanfte von den Tanzschuppen und Kneipenschutzgelder kassieren. Überfall, volle Deckung! Was war das denn? Eine von den feindlichen Banden, mit denen du uns verbrüdern willst. Die haben wohl was gegen mich. Ich nehme an, wenn wir den Brief da gelesen haben, wissen wir es genau. Hab's gewusst. Robby, bist ein mieser Stinker. Hier, lies es selbst. Das Ding ist unterschrieben von den Raubechsen. Die machen fertig. Klar. Mit Dinosilze. Und Abmarsch. Spike, warte mal, Was ist denn nun schon warte. Ich wieder? steig sofort aus eurer Bande aus. Tja, tut mir mächtig leid, mein Kleiner, aber du kannst nicht so einfach wieder aussteigen. Wer einmal Mitglied bei uns ist, bleibt für den Rest seines Lebens einer von uns. Es gibt 2 Möglichkeiten für dich. Entweder du fliegst weiter bei den Aasgeiern mit oder du machst eine mächtig üble Bruchlandung. Ist ja eine super Auswahl. Wenn ich bei euch bleibe, beißt mir die Raubechsenbande den Kopf ab. Und wenn ich abhaue, beißt ihr mir den Kopf ab. So läuft das nun mal bei uns, Kleine. Also, wenn ich wieder raus will, kann ich nur als Leiche aussteigen. Mann. Warum, Fren? Warum? Warum hat er das bloß getan? Mann, so eine Verschwendung. Papa, wenn wir diesen Sarg nicht gekauft hätten, würde es nicht echt rüberkommen. Klappe halten, du bist tot. Ach. Ruhe. Damit er aus der Bande rauskommt, müssen die Aasgeier glauben, dass er auch wirklich abgetreten ist. Dabei müssen wir alle mithelfen. Ich habe seine Stereoanlage in mein Zimmer geschleppt. Hey, ich bin aber bloß so lange tot, bis die Aasgeier einen neuen Chef haben. Und? Die Anlage kommt wieder in mein Zimmer. Sofort. Eine Leiche kann mir nicht drohen. Alles bereit bei euch? Die müssen jeden Augenblick antraben. Tauch ab, deine Vorstellung läuft im Sarg. Klar, sofort. Los, guck mal in den Sarg rein. Wir müssen genau checken, ob er auch wirklich einen Abgang gemacht hat. Willkommen, willkommen, liebe Trauergemeinde. Danke. Also, Bruder Spike, pack mal aus. Wie ist denn das abgelaufen? Wie hat er den Löffel abgegeben? Ich Was verstehe. er meint ist, wie ist er eigentlich gestorben? Ja, Kam ganz aus überraschend. heiterem Dings Es war da. voll grauenvoll. Es war grauenvoll, grauenvoll. Da war Ja. plötzlich dieser helle, grelle Blitzschlag. Und Robby stand splitternackt auf der Spitze des Berges. Er war nicht ganz nackt, er hatte eine Eisenstange in der Hand. Und Ja. plötzlich hat ihn der Bus überrollt. Plötzlich, Grauenvoll. ist ja Hier absolut dreht sich der Magen um. Ja. Schlimm. Auf sowas wäre ich gar nicht scharf. Ich möchte so einen Tod nicht erleben. Trotzdem, wir sollten die Sache hinter uns bringen und die Leiche ein bisschen anknabbern, wie es die Tradition verlangt. Guten Appetit. Was? Ihr esst ihn doch wohl nicht auf. Was glauben Sie, wie wir zu dem freundlichen Namen die Aasgeier gekommen sind? aber Spike! Spike! Tja, wissen Sie, diese Bandentradition habe ich in dem Stress wohl vergessen. Aber nicht drängeln. Dann wollen wir mal Welchen Hunger. Es ist genug. mit die Halle. Was geht denn hier ab? Sowas gibt es nicht. Seht mal, Arnolds Geist. Warum glotzt ihr Breihirne mich so an? Warum habt ihr nicht nach mir gesucht? Wir dachten, Sinclair hätte dir die Birne abgebissen. Niemand hat mir die Birne abgebissen. Ich war sturzvoll, da bin ich im Sumpf hingeflogen, hab versucht, mich wieder rauszuwühlen. Hab mir dabei die Birne verbeult, Gedächtnispanne eingefangen, wurde von einer Biberfamilie adoptiert, hab mit denen Dämme gebaut. Plötzlich wusste ich wieder, wer ich bin, hab meine Adoptiveltern ausgestopft und hier bin ich wieder. Was ist? Habt ihr sowas noch nie erlebt? Also, Mann, absoluter Wahnsinn, du bist gar nicht tot. Ich übrigens auch nicht. Hey, Mann! Robby, das war ein schwerer Fehler. Nun verstehe ich überhaupt nichts Aber jetzt mehr. ist doch alles in Ordnung, kapiert ihr denn nicht? Ich habe Arnold gar nichts getan. Ihr habt euren Anführer wieder. Es ist, als ob überhaupt nichts passiert wäre. Überhaupt nichts. Also los, Fren, packen wir den Krempel in den Sarg und ab nach Hause. Nicht so hastig, Schwabbelbacke. Weil ich diesem oberschlauen grünen Bübchen hier erstmal seine lächerliche Melone abbeißen werde. Nein, aber nicht doch. Das ist überhaupt nicht nötig. Ich überlasse dir liebend gern wieder deinen Chefposten. Hier hast du deine Jacke wieder zurück. Geht nicht. Ich kann nämlich erst wieder Anführer werden, nachdem ich dir die Birne abgebissen habe. Ich hab die ganze Zeit gewusst, da war doch noch was. Und nun weiß ich's Ist wieder. es wahr? Unternimm doch irgendwas. Was denn? Hört mal, ihr, Sumpfdinos. Nein, Papa, damit die lernen, dass ich nicht alles mit mir machen lasse, muss ich das selbst übernehmen. Heißen Dank, mein Sohn. Na los, du Schaumgummi-Dino. Du ganz allein gegen mich.
Das mit dem Schaumgummi will ich zurück. Weißt du, ich glaube, die werden es sich aber schwer überlegen, bevor sie sich nochmal mit Robert Sinclair anlegen. Habe ich recht, Papa? So ist es. Dieser Arnold hatte fast wieder eine Gedächtnispanne, nachdem ich ihm die Fassade verputzt hab. Hast du das mitbekommen, Fren? Du warst einfach wundervoll. Na, und als der angefangen hat zu flennen wie ein kleines Mädchen, du bist der größte Papa. Hab ihn vollgespuckt von unten bis oben. Hast du gut gemacht, mein Kleiner. Wen haben wir denn hier? Die unbesiegbaren Sinclairs. Wie geht's euch? Hallo, Spike. Ich muss zugeben, ihr seid wirklich nicht so leicht umzuschubsen. Mein Glückwunsch, Frau Sinclair. Ihre Linke können Sie als Dampfhammer vermieten. Genau. Jetzt begreife ich auch, warum Herr Sinclair Ihnen prompt jeden Wunsch erfüllt. Spike. Ja, der Familienvater. Donner, Hallo. Donner. Eine spitzenmäßige Grifftechnik. Ihnen möchte ich nicht beim Ausverkauf begegnen. Besten Dank, Spike. Also von einem kannst du getrost ausgehen, mein Kleiner. So schnell wird es niemand mehr wagen, einen von der Sinclair-Familie auch nur schief anzupeilen. Genau. Ja, aber ohne Ui. dich hätten wir es trotzdem niemals geschafft. Ich weiß. Vor allem hätte ich nie damit gerechnet, dass du dich gegen deine eigene Bande stellen würdest. Wirklich? Warum hast du das gemacht? Warum? Hab keine Ahnung. Was gibt's zu futtern? Ah, ich glaube fast, ich hab's deswegen gemacht. Bin da. Wer noch? Bin da. Wer noch? Eine Polizeimarke, eine Bleispritze, 3 Hörner. Triceratops. Triceratops, immer wieder gibt's Zoff mit euch. Beim nächsten Mal knöpfe ich euch die Polizeimarke wieder ab. Hab was für Sie. War sonst noch was, Herr Kommissar? Sie sind entlassen. Triceratops, die neue Serie bei ABC. Mann, ein Superschnüffler, der mit dem System kein bisschen klarkommt. Sowas hat's ja noch nie im Fernsehen gegeben. Ja, ja. Ist dem Leben abgelauscht. Ach, du dicker Dino. Ih, hier stinkt was. Stimmt, das bin ich. Brauche eine frische Winde. Scheinst dir auch noch echt was darauf einzubilden. Hab ich alles selber gemacht. Ich finde, du solltest langsam mal was dagegen unternehmen, mein Freund. Mir wird schon ganz schwummerig von diesem Duftwolken. Jetzt reicht's wirklich. Irgendjemand muss ja die Dreckarbeit machen. Fren, hier ist längst ein Windelwechsel fällig, aber schnell. Ja. 3 und 4 und 5 und 6 und aus. Super, meine Damen. Ist Ihnen warm geworden, hä? Dann wird's Zeit, den Schwanz zu schwingen und mal ein bisschen die Hüften zu straffen. Weiter 1, weiter 2 und 3 und 4. Du Oma, eine Runde Gymnastik würde dir aber auch nicht schaden. Lass mal, mein Liebling. In meinem Alter ist es wirklich Gymnastik genug, wenn man es schafft, morgens aufzuwachen. Renny, wickel das Baby. Die Tapete schlägt schon Wellen von dem Mief. Ja, schon gut. Ich komme gleich.
Warum kann er das nicht erledigen? Du meinst, Earl soll die Windeln wechseln? Ja. Oh nein. Im Augenblick hat er doch nichts weiter zu tun. Der ist voll beschäftigt. Er muss Fernsehen, rülpsen und dumme Sprüche machen. Mehr kann man von dem nicht verlangen. Ja, Mama. Warum soll er nicht mal ab und zu unser Baby wickeln? Das kann ich von ihm nicht verlangen. Warum nicht? Na, weil ich das von ihm noch nie verlangt habe. Fran, wenn du was von deinem Leben haben willst, musst du Earl dazu bringen, auch mal ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Ihn dazu bringen? Du meinst wohl zwingen? Ach, Blödsinn, das ist vollkommen normal. Das gehört zum Eheleben dazu. Hier, wenn dein Mann sich weigert, dann klopf ihm damit eins auf den Rüssel. Mutter, bitte. Fanny, komm endlich! Und bring mir gleich noch ein Bier mit und eine Schüssel mit Fleischbrezeln. Her damit. 15 Jahre lang habe ich in diesem Haus immer jede schmutzige Windel gewechselt. Und jetzt bist du mal dran. Irrtum. Ich bin nächstes Mal dran. Davon werde ich bestimmt nicht viel sauberer. Ich finde, Mama hat recht. Du kannst wirklich nicht von ihr erwarten, dass sie jedes Mal das Baby trockenlegt, bloß weil sie eine Frau ist. Fein. Also gleiches Recht und gleiche Pflichten für Männer und Frauen. Hier, dann leg mal gleich los. Baby, wartet! Das ist nicht Robbys Sache. Versuch nicht schon wieder, dich zu drücken. Oh, danke, Mama. Ich verzieh mich. Ich gebe dir 10 Minuten Zeit dafür. Ist die Luft verpestet oder bin ich das? Ich geb's auf. Bringen wir die Sache hinter uns. Roy, kannst du mir helfen? Hey, pass auf, Vorsicht! Papa! Mal sehen, wir werden es schon irgendwie schaffen. Vorsicht! Ja. Weißt du auch bestimmt, was du da machst? Hab nicht die blasseste Ahnung. Aber wer wird denn solche Angst haben? Bist bei uns in den besten Händen. Dein Papa und Onkel Roy sind nämlich Weltmeister im Windeln wechseln. Bestimmt? Ja, klar. Hey, pass auf! Na fein, dann nehmen wir das mal ab. Oh Mann. Ach, du liebes bisschen. Sowas haut ja dem stärksten Dino die Gamaschen von den Stiefeln. Komm, wir beide schaffen das schon. Wir brauchen nur durch den Mund zu atmen und an Rosen zu denken. Oi. Roy, lass mich jetzt bloß nicht allein. Oi. Wag's ja nicht mit dem Ding da auf mich zu zielen. Ist doch nicht wahr. Habt ihr getroffen? Nicht zu fassen. Ach, so schlimm kann's doch nicht gewesen sein. Oh, Fran, es war ein Albtraum. Nein, es war ein doppelter Albtraum. Ich war ja auf das Schlimmste vorbereitet. Aber das da... Meinst du etwa, für mich ist das ein Picknick gewesen? Aber du solltest dich lieber daran gewöhnen, weil das Windelnwechseln ab sofort nämlich deine Aufgabe ist. Was? Oh nein, ich wechsle alles, was du willst, aber keine Windel mehr. Ich aber auch nicht. Freu mich schon, das wird ganz furchtbar. Das ist Frauenarbeit, deshalb habe ich eine Frau geheiratet. Darüber unterhalten wir uns später. Ich vergesse nur ungern meine gute Erziehung vor dem B-A-B-Y. Na fein, aber ich sag dir hiermit, ich wechsle nie wieder eine W-I-E... Nein, warte, V-I-H. Wie war das nochmal? W-I-N-N... Nein, sag nichts, ich hab's gleich. F... Er ist genauso dein Sohn und deshalb wirst du so lange seine Windeln wechseln, bis er allein aufs Töpfchen gehen kann. Du sagst es, er muss aufs Töpfchen gehen. Was? Du musst in einer Stunde das Abendessen machen. Geh mit ihm ins Badezimmer, zeig ihm, wie man's macht. Und damit hat sich's. Erstens braucht er dazu Wochen, bis er das gelernt hat. Und zweitens ist er noch viel zu klein. Ich will dir mal was sagen, Fran. Erstens irrst du dich und zweitens irrst du dich. Also liegst du drittens völlig falsch. Du meinst, du kannst ihm beibringen, wie man aufs Töpfchen geht? Fang an, na fein. Na fein? Bei mir wird das Baby im Handumdrehen stubenrein. Fein. Sag mal, worum geht's überhaupt? Bist schon großer, strammer Junge. Jetzt darfst du auch aufs Klo gehen, genauso wie Mami und Papi. Das macht doch Spaß, hab ich recht? Nein. Na, so spricht man doch nicht mit einem neuen Freund. So, pass mal auf. Hallöchen, lieber Onkel Klo. Na, wie geht's dir denn so? Danke, bestens, Earl. Schön, dich mal wiederzusehen. Ist es schon wieder Zeit für uns? Nein, doch nicht für mich, Onkel Klo. Ich habe ja einen kleinen Freund, der dich kennenlernen möchte. Er würde gerne wissen, wie du funktionierst, lieber Onkel Klo. Oh, na, wenn er wirklich so ein guter Freund ist, erkläre ich ihm natürlich gerne. Ach, und übrigens, du bist schlanker geworden. Du siehst super aus. Ach, du übertreibst. Nein, ich mein's ernst. Du nimmst mich auf den Arm. Ganz und gar nicht, du siehst... Hey! Na fein, na fein. Jetzt habe ich es satt. Was? Sieh mal hier. Wofür ist das blaue Ding? Das ist der kleine Sohn von Onkel Klo. Der Stuhl hat aber ein Loch. Warum? Na klar ist da ein Loch im Stuhl, sonst klappt es ja nicht. Ach, los, mach schon. Will aber nicht machen. Na komm schon, mach.
Der liebe Onkel Klo ist doch ein Freund. Nein. Und wenn man ihm seine Freundschaft beweisen will, setzt man sich auf ihn drauf und macht ihm ein Geschenk. Will aber kein Geschenk machen. Mag vielleicht sein, aber du wirst nicht drum rumkommen. Weil es Zeit ist, dass du erwachsen wirst. Will nicht erwachsen werden. Das musst du aber. Nein. Na schön, mal sehen, was die hier schreiben. Sollte freundliche Ermunterung nicht zum Erfolg führen, kann man durch Anregung der Fantasie zum Ziel kommen. Aha. Ein paar Beispiele. Regen Sie mal das Kind an, sich einen plätschernden Bach vorzustellen, in dem das Wasser schnell dahin fließt. Oder einen Staudamm, der unter dem Druck eines angeschwollenen Flusses zu brechen droht. Oh. Oder einen sprudelnden, spritzenden, brodelnden Wasserfall, der sich mit Getöse ins Tal ergießt. Plitscher, Plätscher, Tropf, Tropf, Tropf. Los, mach Platz! Ich zeig dir's mal! Na komm schon, ich hab's eilig! Oh. Danke, Mama. Lass es dir schmecken, Schatz. Sieht appetitlich aus. Wie ist es gelaufen? Gut, jetzt will ich Essen ab, Kohldampf. Du, was machst du denn da? Überhaupt nichts. Ich wette, du machst dir in die Windel. Ja, vielleicht. Es ist soweit. Absolut richtig. Was ist, musst du oder nicht? Nein, bin fertig. Ist es wahr? Jetzt ist aber Schluss. Wir verschwinden beide im Badezimmer und kommen nicht raus, bevor einer von uns beiden aufs Töpfchen gehen kann. Klar? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Papa, muss aber nichts machen. Nein? Ist noch eine Trockenpflaume. Will keine Pflaume. Direktor, was bringen Sie für Nachrichten? 2 Nachrichten, eine gute und eine üble. Ihr Antrag wurde angenommen, Sie werden mit einer Testrakete abgeschossen. Aber nicht wie geplant zum Mond drauf, sondern ins Gebiet der wilden Höhlenmenschen. Mieser Trick. Man hatte mir versprochen, ich würde auf den Mond geschossen, wo ich meine Freiheit habe. Die Freiheit zu machen, was mir passt und dahin zu gehen, wohin ich will. Ich will auch machen, was mir passt. Genau, und das wirst du hier machen. Warte, ich hol dir ein bisschen Pflaumensaft. Ist ein guter Treibstoff. Hören Sie auf mit dem Theater, rauf auf den Raketenstuhl. Niemals. Ich will nicht auf diesen Stuhl. Will nicht auf diesen Stuhl, niemals. Sie haben das selbst beantragt, Sie können nicht mehr kneifen. Techniker voller Saft zum Start. Bitte, bitte keinen Saft. Bitte, bitte keinen Saft. Oh, Oma Philips. Du liegst hier so ruhig, harmlos und friedlich. Dein liebliches Schnarchen klingt wie ein Sägewerk. Baby, ich komme. Hab was Feines für dich. Will machen, was mir passt, will meine Freiheit. Abmarsch! Junior, haben wir dem lieben Onkel Klo schon ein hübsches Geschenk gemacht? Was? Was? Nein. Oh nein. Oh. Oh, mein Sohn. Halt die Luft an! Flitz, wohin ich will. Auf Omas Hals im Stuhl. Ich will was erleben. Bleib immer Dino cool. Baby will wild sein. Keine Bange, mein Kleiner. Ich fisch dich da wieder raus. Jetzt kommt der große Gummisauger. Bleib ganz ruhig. Gleich kommst du wieder hochgeflatscht. Ach, du dicker Dino. Seid ihr zwei denn noch da drin? Hallo, Frenny. Was gibt's denn? Es ist schon spät. Komm doch ins Bett. Ihr könnt es morgen wieder versuchen. Hierzu braucht man Fingerspitzengefühl. Ich weiß, was ich zu tun hab. Geh doch wieder schlafen. Oh, mein armer Sohn. Hat er es jetzt geschafft? Oh ja, er hat mich geschafft. Er hat's geschafft? Oh, das ist wundervoll. Ich bin ja so stolz auf euch beide. Kommst du nun schlafen? Augenblick, sofort. Gleich. Wir wollen uns noch ein bisschen über den Erfolg freuen. Oh. Ich komme, mein Sohn. Hübsch hier.
Zeit zum Frühstücken. Hab mächtigen Kohldampf, stopft mir den Hey, Bauch Sie voll. Knirps, wir sind hier im Wald. Bei uns hat niemand das Kommando, müssen Sie wissen. Ja. Wenn Sie Hunger haben, müssen Sie sich selbst versorgen. Kapiert, meinetwegen. Wo ist der Kühlschrank? Kühlschrank? Was meinen Sie damit? Soweit ich weiß, ist ein Kühlschrank ein Speicher für kleine Lebewesen. Da drin ist es mächtig kalt und finster. Da gibt's keine Fenster, aber aus irgendwelchen Gründen gibt's verstellbare Regale. Oh. Wirklich? Das ist ja eine merkwürdige Erfindung. Die Zivilisation ist voll von merkwürdigen Erfindungen. Deshalb mache ich auch Ja. einen möglichst großen Bogen darum, wenn's geht. Stimmt's, mach ich auch. Warum sind Sie weggelaufen? Papa wollte mich zwingen, auf den blauen Topf zu gehen. Wirklich schlimm. Was ist ein blauer Topf? Wieder so eine blödsinnige Erfindung der Zivilisation. Wenn man ein natürliches Bedürfnis hat, muss man in ein spezielles Ja? Zimmer gehen und sich auf einen speziellen Stuhl setzen. Was? Unsinn, du willst uns auf den Arm nehmen. Nein, aber das ist noch nicht alles, Jungs. Es ist viel blöder, als ihr denkt. In einem Haushalt benutzen nämlich alle denselben Stuhl. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Aber Moment mal, was passiert, wenn man mal muss? Und dieser Stuhl ist schon von jemandem besetzt. Na, dann muss man warten. Und wenn man nicht warten kann, man muss warten. Ja, stimmt. Schweinerei, also das wäre wirklich nichts für mich. Für mich auch nicht. Ich will nur machen, wo es mir passt. Ja, genau so läuft es bei uns hier draußen. Sie können selbstverständlich machen, was Sie wollen und wo Sie wollen. Ja. Oh, überall? So ziemlich, aber nicht da drüben. Das ist der Fußballplatz. Natürlich, das habe ich vergessen. Wisst ihr, im Wald ist es viel gemütlicher als bei uns. Darf ich bei euch bleiben? Aber klar doch, warum nicht? Hier bei uns ist jeder willkommen. Fühlen Sie sich bitte wie zu Hause. Auf diesem grünen Fleckchen hat man absolute Freiheit. Die freundliche Natur sorgt für üppige Nahrung. Sie können futtern, bis sie platzen und alle leben miteinander in friedlicher Harmonie. Guten Morgen. Hey, da tanzt aus der Reihe. Aufhören. Will runter. Lass mich sofort los. Mach Aber schon. mit Vergnügen. Ich wünsche einen guten Flug. Nochmal! Oh, hallo. Bin das Baby, muss mich lieb haben. Ich hab dich lieb, das kannst du mir glauben. Und meine Kinder noch mehr, wenn sie erst mal geschlüpft sind. Ja, Spielkameraden, Mann. So kann man das nicht gerade nennen. Aber sie spielen gerne ein bisschen mit ihrem Essen, bevor sie es in kleine Häppchen zerbröseln. Vielleicht sollte ich mich etwas klarer ausdrücken. Wenn meine kleinen Lieblinge ausschlüpfen, verlangen sie sofort nach saftigem Kraftfutter. Und du, mein pummeliges kleines Dino-Baby, du wirst ihr erstes Häppchen sein. Ich bin ein Häppchen? Du sagst es. Oi. Und versuch lieber nicht abzuhauen. Ein Absturz wäre höchst unangenehm. So ein Mist. Hau ab. Mach Platz. Los. Earl? Morgen, Fanny. Seid ihr zwei etwa immer noch da drin? Alles klar, Liebling, es läuft wie geschmiert. Du wirst sofort die Tür aufmachen. Geht nicht, Schatz. Hier passieren große Dinge. Wir sind gerade so schön in Schwung. Du, was dagegen, wenn ich zuerst reingehe? Ich komme sonst zu spät Ich war zur vor Schule. dir hier. Robby, ich verlange, dass du die Tür aufbrichst. So dringend muss ich nun auch wieder nicht. Ich schon. Aus dem Weg. Bist du wahnsinnig geworden? Was machst du denn da? Und wo ist mein Baby? Naja, das kommt darauf an, weißt du. Wo ist denn der nächste Ozean? Oh Mann, Papa hat das Baby im Klo runtergespült. Es tut mir ja so furchtbar leid, Fran. Ich wollte ihm nur ein bisschen Pflaumensaft holen und als ich zurückkam, hat ihn die Klospülung einfach runtergeschwemmt. Aber sowas ist doch nicht möglich. Hallo, kann mal jemand runterkommen und mir ein bisschen helfen? Was machen wir nun? Hilfe! Mutter, was ist mit dir? Und was ist mit der Fettbacke? Ich habe euch gerufen, weil mein Rollstuhl verschwunden ist. Da, seht ihr, die Hintertür ist ja offen. Rühr dich nicht von der Stelle. Ohne Rollstuhl willst du mich veräppeln? Oh, seht mal. Hier ist das Fläschchen vom Baby. Und da sind die Spuren von Omas Rollstuhl. Oh. Ich hab es. Was denn? Ist doch glasklar, was hier passiert ist. Ein Einbrecher war hier. Und er hat das Baby runtergespült, hat den Saft getrunken und ist in Ethels Rollstuhl weggedonnert. Wenigstens hat er mir nicht die Brieftasche geklaut. Wir haben es anscheinend mit einem kompletten Vollidioten zu tun. Los, Robby. Du gehst mit deinem Vater das Baby suchen. Ja, mach ich. Und Charlene, du rufst die Polizei. Ist klar. Ich bleib hier, falls das Baby wieder zurückkommt. Falls es zurückkommt? Aber Fran, es kann doch überhaupt nicht schwimmen. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich erklär's dir unterwegs.
Gehen wir. Na komm, reg dich nicht auf. Hör auf zu heulen. Aufhören, aufhören. Ihr müsst jetzt pennen. Schlaft schön. 3, 4. Liebe Eier, gute Nacht. Vom Baby bewacht. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Es ist alles nur meine Schuld. Er war noch zu klein, um aufs Töpfchen zu gehen, aber ich hab's nicht kapiert. Ich habe immer bloß an mich gedacht. Warum bin ich so ein Egoist? Warum? Warum? Ich hab da was gesehen, da hinten. Gib mir doch mal den Ferngucker. Nein, der gehört mir. Halt mal die Windel. Schönen Dank. Ha! Was ist? Da ist Omas Rollstuhl. Komm, nichts wie hin. Ja, aber Junge. Komm mit. Gehen wir. Der Papa kommt. Na fein. Ich glaub dir das ja mit der Porzellanschüssel und mit dem Wasser drin. Ich kauf dir ja sogar noch ab, dass sie extra ein Zimmer drumherum bauen. Aber wozu ist diese Papierrolle da? Ehrlich gesagt kapier ich selbst nicht so ganz, aber ich habe gehört, dass Sie diese Hey. Rollen... Was habt ihr mit meinem Sohn angestellt? Meinen Sie etwa diesen frechen rosa Wonneknubbel im Rollstuhl? Genau den. Was ist mit ihm? Wissen Sie, er hatte wohl die Nase voll von der Zivilisation, weil ihn so ein böswilliger Dino gezwungen hat, auf einen blauen Stuhl zu gehen. Weiter und weiter. Wir haben ein bisschen geplaudert, dann kam ein Flugsaurier, hat ihn geschnappt und mitgenommen. Ja, so war's. Was? Sind in die Richtung geflogen? In die Richtung. Los, komm. Warte! Robby! Sieh mal, da ist das Flugsauriernest. Hilfe! Ich bin bei dir, mein Sohn. Spring! Nein! Warum nicht? Will nicht mehr auf den blöden blauen Topf. Nein, nein, bestimmt nicht. Das verspreche ich dir. Es war falsch, dich dazu zu zwingen. Ja! Ich versuche es auch nie wieder. Gut! Na also, dann komm runter. Nein! Komm, stell dich bloß nicht so an. Hab doch gesagt, tut mir leid. Sieh mal, hier ist der Beweis. Ich habe eine Windel mitgebracht. Ich ergebe mich. Muss es mir noch mal überlegen. Ach, du dicker Dino. Papa! Nur keine Angst, ich fang dich auf, ich fang dich auf, ich fang dich auf. Nochmal! Wirklich gut gefangen, Papa. Alles noch ganz, mein Sohn? Ja, hab das Flattern bekommen. Hab so mächtig Angst gehabt. Ich brauch sofort eine frische Windel. Oh, hier, die ist super frisch. Und zu Hause gibt's haufenweise Windeln. Du bekommst so lange Windeln, bis du soweit bist. Einverstanden? Einverstanden. Na bitte. Na, bist du soweit? Noch nicht. Oh, aber bald bist du soweit, oder? Dräng mich nicht so. Wie du willst. Ah, das ist ein Tag, aus dem kannst du zwei machen. Papa! Papa! Ich schlaf schon. Bin soweit. Ist doch nicht wahr. Na fein, hier ist dein persönlicher Spezialstuhl. So, und nun stell dir mal vor, es brennt und du bist der Feuerwehrhauptmann. Nein, ich brenn doch nicht, es brennt da drüben im Töpfchen. Nochmal!